Es war schon spät in der Nacht und Günther lief seit vielen Stunden durch den Wald. Er musste schon ganz lange pinkeln. Und dann geschah es. Au! Oh, Scheiße, Werwolf! Ich muss die Polizei anrufen! Düt, düt, düt. Hallo, der Polizeistelle am Juri-Gagarin-Weg, gleich hinter McDonalds. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, ich bin's hier, Günther, ich bin im Wald und ich bin ja gefangen und das sind solche dummen Werwölfe, die wollen mich aufessen und ich muss pullern. Okay, kommen Sie erst mal runter. Bringen Sie die Werwölfe mit, verriegeln das ganz ruhig auf der Polizeistelle, ja? Und bringen Sie auch gleich das mit, was Sie genommen haben, damit wir das analysieren können. Na, wie soll ich die Werwölfe einfangen? Also haben Sie vielleicht Wiener Würstchen. Die fahren total auf Wiener Würstchen ab. Also die folgen Ihnen überall hin. Und dann locken Sie zu McDonalds und dann kommen wir mit den gelben Säcken, okay? Okay, so machen wir's. Günther kramte erstmal in seiner Männerhandtasche und fand eine halbvolle Wurstbüchse. Er trank erstmal das Wurstwasser und dann schnippelte er mit seinem Schweizer Taschenmesser die Würste klein und legte sie auf den Boden aus. Werwölfe, kommt her! Oh, hoffentlich fressen mich die Werwölfe nicht. Oh, ich glaub, das Wurstwasser war auf meine Pisse gekerbt. Oh Mann, das ist eklig. Voll auf die schön wieder. Oh Mann. Oh, schade. Günther wachte wieder auf und bemerkte, dass alles nur ein Traum war. Sein Bett war völlig durchnässt und es roch nach Urin. Dann kam seine Mutter ins Zimmer. Hey, was ist hier schon wieder los? Mach dich aus dem Bett raus! Was hast du da reingestellt? Eine Binde mit 30 Jahren! Du gehst jetzt sofort ins Arbeitsamt und suchst so einen Job, Mann, oder? Nö, vergiss es. Starte lieber mal mein PC in der Zeit und nach World of Warcraft leg die CD ein und schmeiß meine Kippen vom Vortag weg. Und so ging das Leben von Günther weiter, indem er mit seinen Assi-Freunden World of Warcraft spielte, den ganzen Tag. Und er wurde von seiner Mutter bedient. Doch den Traum, den er hatte, den würde er niemals vergessen. Das stand fest. Und die Moral von der Geschichte: Trink das alte Wurstwasser niemals und nimmer nicht. Dankeschön fürs Zuhören.